Schön. Ich freue mich, heute die Predigtreihe Hopefully weiterzuführen. Ich liebe den Slogan Hopefully. Hopefully heisst hoffentlich, aber auseinandergeschrieben heisst es Hoff ganz, Hoff fest. Und wir beschäftigen uns in dieser Serie mit unserer Hoffnung, mit der christlichen Hoffnung. Und es geht darum, dass wir an dieser festhalten. Und heute möchte ich über Hoffnungskiller schwätzen. Das, was uns Hoffnung raubt. Hoffnung ist absolut entscheidend für unser Leben. Ohne Hoffnung, ohne Zuversicht, ohne Hoffnung auf Veränderung werden wir depressiv. Ohne das Vorstellungsvermögen, dass etwas Besseres vor uns liegt, macht uns das antriebslos, müde und wir verzweifeln an unseren Umständen. Hoffnung haben heisst ein positives Zukunftsbild, das hat etwas mit einem Vorstellungsvermögen zu tun. Hoffnung ist wie Sauerstoff in unserem Leben, wie ein Motor von unserer Seele. In Sprüche 29,18 steht: Ohne prophetische Weisung verwahrlost ein Volk. Oder man könnte auch anders formulieren: ohne Vision von Gott, ohne Hoffnung, wo Gott uns verspricht, verwahrlost ein Volk. Oder Gottes Volk oder Menschen gehen zugrunde. Vielleicht bist du heute da oder du schaust online zu und du bist nicht sehr erfüllt mit Hoffnung. Das ist jetzt nicht etwas, was mega stark ausgeprägt ist in deinem Leben. Du hast nicht so den Sauerstoff in deiner Seele. Es fühlt sich nicht leicht an, wenn du an deine Zukunft denkst. Vielleicht ist dir deine Vorstellungskraft abhanden gekommen, dass es irgendwie besser wird. Vielleicht hast du im Anbetracht von all diesen düsteren Prognosen bezüglich der Wirtschaft, bezüglich unserem Klima, bezüglich der geopolitischen Entwicklungen alles andere als Hoffnung und du fragst dich, wie soll das überhaupt weitergehen auf dieser Welt, und du hast mehr Sorgen in dir anstatt Hoffnung. Vielleicht belastet dich jetzt auch persönliche Sachen im Moment. In deiner Familie vielleicht, deine Kinder bescheren dir schlaflose Nächte oder deine Teenager. Vielleicht finanziell, gesundheitlich, was auch immer. Hast du eine Schwere in dir und nicht Hoffnung. Und falls du das bist, falls du eher mit Sorgen jetzt erfüllt bist, anstatt mit Hoffnung. Ich hoffe und bete, dass du heute mit ein bisschen mehr Hoffnung aus dem Saal rausläufst, als du reingekommen bist. Und auch du online, wenn du das schaust oder nachschaust auf YouTube, dass du nach dieser Predigt mehr Hoffnung hast als vorher. Weil ich bin überzeugt, wir haben alle Grund zur Hoffnung. Wir Christen haben alle Grund zur Hoffnung. Wir haben die beste Hoffnung, die es gibt. Und ich sage euch jetzt, der grösste Hoffnungskiller, was es gibt, ist, wenn wir vergessen, was Gott uns versprochen hat. Der grösste Hoffnungskiller ist es, wenn wir vergessen oder nicht wissen oder das Vertrauen in die Zusagen verloren haben, was Gott dieser Welt eigentlich verspricht. Was Gott dir eigentlich verheißt. Das ist der grösste Hoffnungskiller von allen. Und die Bibel ist voll von Versprechungen, was Gott mit dieser Welt vorhat. Was er uns verspricht. Und ich habe gedacht, ich lese euch heute einfach ein paar von diesen Versprechungen vor. Ist das gut? Und kommentiere sie. Der grösste Hoffnungskiller ist, wenn wir die Verheißungen von Gott vergessen, sie nicht wissen oder das Vertrauen in sie verloren haben. Und heute bekommst du einfach eine Ladung Versprechungen von Gott in der Bibel, okay? Wir lesen sogar in der Bibel, wie das alles mal endet. Auf den letzten paar Seiten im Buch der Offenbarung steht, wie Gott mit dieser Welt zum Ziel kommt. Im Kapitel 21, 3-5. Gott wird bei den Menschen wohnen und sie werden seine Völker sein. Und Gott selbst wird mit ihnen sein, ihr Gott. Und abwischen wird er jede Träne von ihren Augen.
Und der Tod wird nicht mehr sein. Und kein Leid, kein Geschrei und keine Mühsal wird mehr sein. Denn was zuerst war, ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Wenn ich das lese, gibt mir das Hoffnung. Gott kommt zu einem guten Ziel mit dieser Welt. Eines Tages wird er jede Träne abwischen, jedes Leid beseitigen. Der Tod wird vernichtet werden oder sterben. Wir haben die beste Hoffnung, was es gibt. Weißt du, was das bedeutet? Das heisst, es hängt nicht alles an uns Menschen. Nicht wir retten die Welt und den Planet. Nicht wir müssen alles neu machen. Gott wird alles neu machen. Wir müssen die Welt nicht erlösen. Gott macht das. Natürlich haben wir eine Verantwortung. Natürlich sollte uns die Hoffnung, dass Gott eines Tages das wird machen, dazu bewegen, Verantwortung zu übernehmen und sinnvoll mit unserem Planeten umgehen. Und all das Zeug, das ist nicht mein Punkt, aber wir sind nicht auf uns zurückgeworfen. Es ist nicht, wenn wir alles müssten schauen, dass es richtig läuft. Ja, gute Nacht um 6 Uhr, oder? Das raubt mir die Hoffnung, die Vorstellung, dass alles am Mensch abhängt. Aber die Hoffnung ist, dass Gott schaut. Und er hat die Welt gemacht und er wird sie auch nicht loslassen. Er ist treu zu dieser Welt. Er ist treu zu den Menschen. Er ist treu zu dir und mir. Er hält seine Versprechen. Letzten Sommer sind wir als Familie, meine Frau und meine 3 Kinder, 4, 2 und 1, nach Italien gefahren. Und wir sind nach Ligurien und so halb am Meer und ab und zu sind wir am Strand. Und wir haben so in den Bergen ein Häuschen gehabt. Und wenn wir an den Strand haben wollen, haben wir etwa 20 Minuten müssen fahren, easy. Mit 3 kleinen Kindern gehst du also irgendwie ist dann mal 5, wenn du mal losfährst und alle eingeremt hast und so. Und okay, easy, jetzt gehen wir. Und wie du das so machst in der Ferien, stellst du das Navi an, weil du hast ja keine Ahnung, wo du bist und wie es zum Strand geht. Also aber es ist alles Kurven und so. Und das Navi von unserem Seat Alhambra, das ist eine riesige Kutsche, hat uns durch ein Dörfli geführt. Und ich habe gesagt, ich muss jetzt hier abbiegen. Gut, bin ich in die Altstadt reingefahren, oder? Und dann kommen wir in ein Gässchen rein, das ziemlich eng ist. Und ich so, ja gut, aber wenn das Navi sagt, dann sagt es, oder? Und das Gässchen hat Wände so im Trichter, oder? Und wir haben also gerade durchgepasst, oder? Und ich fahre dort so langsam durch um Kurven, links, rechts. Und es kommt uns dann plötzlich so die Idee, was ist, wenn uns ein Auto entgegenkommt? Müssen wir dann rückwärts alles zurück? Das ist ja unmöglich. Und ich wirklich, zum Teil, ich habe mir schon überlegt, ob ich den Seitenspiegel einklappen soll. Es ist irgendwie immer enger geworden. Und das Navi sagt, doch, fahren. Und ich so, okay. Und dann irgendwann, ja gut, jetzt fahrst du mal. Um Kurve. Und dann, glaubst du es nicht, kommen wir um einen Bogen herum. Und dann ist vor uns so ein Tor, wo irgendwie vielleicht so einen halben Fiat Punto noch durchpasst, oder? Und wir auf dem Weg zum Strand stehen dort. Und ich sage, nein, das gibt es jetzt nicht, oder? Was mache ich jetzt? Muss ich rückwärts gehen? Jetzt muss ich halt wieder zurückfahren, oder? Und dann haben wir das Glück gehabt, dass so eine italienische Oma von der Seite aus dem Fenster gewunken hat und irgendwie uns gestikuliert hat. Wir verstanden kein Wort Italienisch, oder? Gesagt, ja, dann kommen wir hier und hat auf der Seite hat ein Tor aufgemacht und hat gesagt, hier, komm wenden. Und wir sind wahrscheinlich nicht die ersten Touristen, die das Navi da runtergeschickt haben. Und ich probiere dort reinzufahren, das glaubst du nicht, das war so ein Stressmoment gewesen. Wir sind dort rein zirkuliert und führen zurück mit dem Park melden, führen zurück. Und die italienische Nonna hat uns irgendwie probiert zu helfen und hat nicht das Fenster runter und ruft mich an und sagt, Stracciatella, Mozzarella. Und ich so, Marisa, du übersetzt wahrscheinlich Prosciutto Funghi, oder? Sie hat irgendwie, kein Wort, was will sie sagen? Und Marisa hat Italienisch gehabt, irgendwie Zeug übersetzt, und jetzt musst du drehen, vorne links. Und ich habe nichts gesehen, oder? Und ich bin, und wir sind, und dann Marisa ausgestiegen, kommt irgendein Hund fast an, oder? Und einfach Stress pur. Ich habe gemeint, wir kommen hier nie mehr raus, unser Auto geht kaputt, oder wir müssen hier übernachten, ich weiß auch nicht. Und irgendwann bin ich dann umgekehrt und wieder zurück und der letzte
die letzte Kurve. Marisa, ich so, habe ich Platz? Ja, ich glaube schon. Ich fahre vorne rechts, voll an der Mauer vorbei, egal. Ich habe mich kurz aufgeregt über meine Frau. Aber wo wir dann die Schuldfrage geklärt haben, haben wir dann auch über die Situation lachen. Und etwas ist uns beiden aufgefallen. In dem ganzen Stress und dem Chaos und ich bin durchgeschwitzt gewesen, oder? Unsere 3 Kinder hinter ihm sind komplett ruhig gewesen, die ganze Zeit. Es hätte ja auch anders können sein, oder? Es wäre nochmal ein Facker, hat keine Rolle mehr gespielt, aber die sind komplett ruhig gewesen. Und irgendwie haben die ein Urvertrauen gehabt in uns Eltern. Ah ja, die Mami und Papi schauen schon, dass es gut kommt. Die schauen immer, dass es gut kommt, oder? Und ich dachte, genau, ich komme da nie mehr raus, oder das Auto geht komplett kaputt und so weiter. Aber unsere Kinder haben einfach irgendwie das Vertrauen gehabt. Papi schaut schon, Mami schaut schon. Und das hat mich zum Nachdenken gebracht. Schau, die Bibel sagt uns an so vielen Orten, dass wir Kinder Gottes sind. Gott ist unser Vater. Und er sorgt sich um uns. Jesus sagt eigentlich in Matthäus 6, 31-32. Sorgt euch also nicht und sagt nicht, was werden wir essen oder was werden wir trinken oder was werden wir anziehen. Denn um all das kümmern sich die Heiden, also Leute, die Gott nicht als Vater kennen. Euer himmlischer Vater weiß nämlich, dass ihr das alles braucht. Wir sollen uns um sein Reich Gott weiter und seine Gerechtigkeit sorgen. Dann schaut er für uns. Und ich denke, es würde uns als Christen gut tun, uns ab und zu an das zu erinnern. Dass Gott unser guter Vater ist. Ich meine, wir reden von Gott, vom Schöpfer, von Himmel und Erde, vom Universum. Der ist unser Vater und sagt, ich schaue für dich. Der schaut für seine Kinder. Der Paulus sagt das eigentlich im Römerbrief unglaublich, wo er eine Bedeutung vom Kreuz beschrieben hat, sagt er im Römer Kapitel 8, 31-32. Was wollen wir dem noch hinzufügen? Also dem, was Gott am Kreuz gemacht hat, durch Jesus. Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Er, der seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern für uns alle dahingegeben hat. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Das ist unglaublich. Gott ist unser Vater, hat uns seine Liebe bewiesen am Kreuz, durch das, was er mit Jesus gemacht hat. In der Bibel steht 365 Mal ungefähr, wir sollen keine Angst haben. Für jeden Tag einmal eine Dosis Hoffnung. Und wenn wir das alles wissen und verstehen, heisst das nicht, dass wir uns nie mehr Sorgen machen oder nie mehr Angst haben. Der Paulus selber hat sich Sorgen gemacht. Der Paulus selber hat Angst gehabt. Ich mache mir ständig Sorgen und habe Angst. Aber wenn Gott etwas versprochen hat, dann haltet er sich dran. Gott kann nicht lügen, steht in der Bibel. Gott, wenn er etwas sagt, dann schaut er auch, dass es passiert. Ich denke manchmal, wenn ich über unsere Hoffnung nachdenke, wie schlimm das ist für Menschen, die die Hoffnung nicht kennen. Wenn ich von Schicksalsschlägen höre, von Leuten, die Gott nicht haben in ihrem Leben. Schau, wenn du Christ bist und Gott als Vater hast, heisst das nicht, dass dir nie ein Schicksalsschlag dich wird treffen. Das heisst nicht, aber wenn du die Hoffnung nicht hast, dass schlussendlich Gott schaut. Dass schlussendlich, egal wie tief du gehst, nicht tiefer kannst gehen als in seinen Arm und in seine Hand. Wie schlimm muss es sein, wenn du mit Leid und Schicksalsschlägen konfrontiert bist und du hast Gott nicht. Der Paulus schreibt eigentlich am Ende vom Römerbrief, und ich komme jetzt ein bisschen von der anderen Seite an die Hoffnung an. Er schreibt über die Hoffnung, dass die schon im Alten Testament immer verheißen worden ist. Und er zitiert ein Vers nach dem anderen aus den Psalmen, den Propheten und so weiter. Und er sagt, dass eigentlich die Hoffnung ist, dass eines Tages alle Völker werden zu Gott finden. Das ist so das, was Propheten und Psalmisten und so weiter und Mose auch schon prophezeit haben und gesagt haben, eines Tages wird nicht nur Israel Gott anbeten, sondern die Völker. Oder? Und ich möchte euch kurz das letzte Zitat aus dem Jesaja-Brief vorlesen, das der Paulus zitiert, Römer 15, 12 bis 13. Jesaja wiederum sagt,
ausschlagen wird die Wurzel Isais. Er wird auferstehen, um über die Völker zu herrschen. Auf ihn werden die Völker hoffen. Auf ihn werden die Völker hoffen. Ihr müsst jetzt einfach zuhören. Hopefully, okay. Isai ist der Vater. Jetzt, genau. Auf ihn werden die Völker hoffen. Der Isai ist der Vater vom König David im Alten Testament. Und der Jesaja sagt, aus dieser Wurzel kommt ein Spross in dieser Abstammung vom König David. Und der wird hervortreten. Das steht eigentlich im Text, aber das Wort, das da gebraucht wird, kommt von der Auferstehungswort. Darum habe ich so reingeschrieben. Der Paulus meint das so. Er wird auferstehen oder hervortreten, um über die Völker zu herrschen. Und alle Völker werden auf ihn hoffen. Und jetzt kommt der wundervolle nächste Satz. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, den er euch schenkt, und ihr werdet im Überfluss teilhaben an der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Der Gott von der Hoffnung. Ich liebe, dass Gott so bezeichnet wird. Wenn ein Gott von der Hoffnung, und der Paulus betet, soll euch erfüllen mit Freude und mit Hoffnung und mit dem Frieden, der kommt durch Kraft vom Heiligen Geist. Eines Tages, schreibt der Paulus im Philipperbrief, wird sich jedes Knie beugen und bekennen, dass Jesus Herr ist. Das ist die Hoffnung von Paulus, dass alle Menschen eines Tages zu ihm finden. Das ist seine Hoffnung. Nicht unbedingt, dass das vielleicht so, ob er so überzeugt ist davon, aber das blitzt immer durch. Er sagt, alle Völker sollen kommen. Und darum hat er das fast nicht verstanden, wenn die Leute nicht haben wollen zu Gott kommen. Weil das war seine Hoffnung gewesen. Eines Tages kommt Gott mit dieser Welt zu einem guten Ziel. Eines Tages wird jede Träne abgewischt. Jeder Mensch wird erkennen, Jesus ist Gott. Alle werden ihm ärgern und so weiter, oder? Jetzt gibt es ein Problem. Wir sind noch nicht dort, oder? Wir sind noch nicht dort. Schau die Welt an. Wir sind nicht dort. Und es gibt etwas, was wir brauchen in dieser Zwischenzeit bis dort. Etwas. Und das ist Hoffnung. Hoffnung. Weil ohne Hoffnung gehen wir zugrunde. Und unsere Aufgabe ist, daran festzuheben. Der Paulus schreibt im Galater 6, Vers 9. Lasst uns aber nicht müde werden, Gutes zu tun. Denn zu seiner Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Und das möchte ich dir am Anfang von diesem Jahr nochmal zusprechen. Es lohnt sich, Gottes Reich mitzugestalten. Es lohnt sich, Jesus nachzufolgen. Auch wenn es vielleicht unmittelbar keinen Sinn macht und es sich nicht lohnt und eigentlich würde alles andere mehr Sinn machen, lohnt es sich, Jesus nachzufolgen und seine Sachen zu priorisieren, weil das sich eines Tages wird durchsetzen. Darum lohnt es sich, und ich wünsche mir für dich, dass du die Kraft vom Heiligen Geist, wie der Paulus schreibt, erlebst. Und erfüllt wirst von dieser Freude und dieser Hoffnung und dem Frieden, dass du die Hoffnung kannst festheben. Hopefully, dass du, egal was kommt, stabil bleibst. Im Festheben. Okay. Ich komme nochmal zu einem anderen Bild, zu einem anderen Bibelvers. Heute gehe ich auf einen Bibelvers nach dem anderen. Ich hoffe, ich habe die nicht verloren. Aber im Hebräerbrief, Vers 6, wird nochmal ein anderes Bild gezeichnet von unserer Hoffnung. Das fasziniert mich. Diese Hoffnung aber, Hebräer 6, 19 bis 20, diese Hoffnung haben wir als einen sicheren und festen Anker der Seele, der hineinreicht ins Innerste, bis hinter den Vorhang, dorthin, wo Jesus uns zugute hineingegangen ist, als der uns vorausgeht, der hohe Priester geworden ist, nach der Weise Melchisedeks in Ewigkeit. Okay. Da wird unsere Hoffnung als Anker beschrieben. Kannst du vielleicht nochmal den Slide vorher nehmen? Ich liebe das Bild. Als die Hoffnung, als ein sicherer und fester Anker. Ein Anker. Du weißt vielleicht, was ein Anker ist. Ein Anker lässt ein Schiff lässt einen Anker runter, dass es Halt hat. Du machst eine Kette an einen Anker oder ein Seil und jedes gute Schiff, ein Schiff ohne Anker hat das Problem, lässt den Anker ab und der Anker tut sich irgendwie im Schlamm oder im Boden festmachen. Und wenn Wind und Sturm und Wellen kommen, schenkt der Anker einem Schiff Halt. Schau, Anker hast du nur, weil es Sturm, Wind und Wellen gibt.
Ohne Wind, Stürme, Wellen und so weiter bräuchtest du keinen Anker. Aber wenn es stürmt, wenn die Wellen kommen und du an einem Anker festgemacht bist, bedeutet das, dass du der Urgewalt nicht einfach komplett ausgeliefert bist. Ein Schiff braucht einen Anker. Und jetzt ist spannend, der Schreiber vom Hebräerbrief sagt nicht, dass der Anker ins Wasser geworfen wird von einem Schiff, sondern etwas ganz Spezielles beschreibt er. Er sagt, dass der Anker ins innerste, hintere Vorhang hineingegangen ist und uns dort verankert. Und auf das, was er anspielt, ist die Stiftshütte oder der Tempel. Und das Allerheiligste, das ist ein Abbild von einer Stiftshütte, du hast mehrere Bereiche, der vordere Bereich, dort haben alle hin können. Und dann hat es, wenn man ein bisschen reinzoomen, siehst du nochmal einen Bereich gegeben, rechts das Heilige, dort haben nur ein paar hin können, wenn sie sich gereinigt haben und putzt haben, und Priester. Und dann hast du aber ganz hinten das Heilige vom Heiligen, so das Allerheiligste. Hinter dem dicken Vorhang, das war ein dicker Vorhang, mehrere Zentimeter dick. Einmal im zweiten Tempel, zur Zeit Jesus, da war es noch anders. Aber dort war die Bundeslade und Gottes Gegenwart. Dort war Gott und dort hat niemand rein dürfen. Außer der Hohepriester und das nur einmal pro Jahr. Einmal pro Jahr am Tag der Versöhnung, Yom Kippur feiern die Juden heute noch, einmal ohne Opfer, weil sie keinen Tempel mehr haben, aber dort ist der Hohepriester rein, einmal pro Jahr zum Sühne erwirken für die Fehler und Schuld vom Volk. Einmal pro Jahr. Dass das Volk versöhnt ist mit Gott. Und jetzt sagt der Schreiber vom Hebräerbrief, dass das zu beschreiben, was Jesus am Kreuz für uns gemacht hat. Der wahre Hohepriester ist für uns in das Allerheiligste hineingegangen. Nicht im Tempel, sondern dort im Himmel, dort wo Gott ist. Oder? Das ist ja nur ein Abbild vom Himmel, das was wirklich passiert. Dort ist Jesus hineingegangen als unsere sichere und feste Anker. Und wir können uns dort dran festheben. Wir haben das Bild schon mal thematisiert vor ein paar Wochen. Jesus ist uns vorausgegangen hinter dem Vorhang. Und er ist unser sicherer und fester Anker, der uns verankert in der Gegenwart von Gott. Egal was für Stürme kommen, egal was für Wellen und Wind kommen, egal wie es mir hier geht, mein Job ist hier festzuheben. Weil ich weiss, ich habe eine Hoffnung und eines Tages werde ich voll und ganz bei Gott sein. Ich bin verankert in seiner Gegenwart, egal was kommt. Und ich möchte dir das zusprechen und ich möchte das für mein Leben haben. Egal wie es aussieht, egal wie die Prognosen für dein Leben, für dieses Jahr aussehen. Ich weiß, meine Hoffnung ist das, was Jesus für mich am Kreuz gemacht hat. Meine Schuld ist beseitigt. Ich bin versöhnt mit Gott. Ich habe Frieden mit Gott. Nichts kann mich trennen von dieser Liebe von Gott. Ich kann nicht tiefer gehen als in seine Arme. Egal was kommt, Gott ist für mich. Und wenn Gott für mich ist, was kann gegen mich sein? Unser Job ist es, darauf festzuheben. Hopefully. Ich möchte abschließen mit einer Buchrezession. Nein. Aber in der Ferien haben wir ein Buch gelesen, meine Frau und ich. Und wir haben gedacht, jetzt müssen wir mal etwas Gutes lesen. Und dann haben wir ein Buch gelesen von Fjodor Dostojewski. Schuld und Sühne hat etwa 800 Seiten. Ich habe dann nach 200 oder nach 150 Seiten irgendwann aufgehört. Marisa hat es fertig gelesen. Aber es hat eine Szene gegeben in diesem Buch, die mich mega berührt hat. Und ich möchte euch die kurz erzählen, weil etwas blitzt von dieser Hoffnung auf, von der ich jetzt davon geredet habe. Der Dostojewski war ein Schriftsteller, ein russischer Schriftsteller aus dem 19. Jahrhundert. Und in einer Szene, und die ist jetzt abgebildet hinter mir, trifft der Protagonist auf so einen Typ namens Marmeladov in einer Bar in St. Petersburg. Und der Marmeladov ist völlig betrunken und erzählt seine Lebensgeschichte. Und sie haben einen Dialog. Und der Dostojewski, der hat eine unglaubliche Fähigkeit, um das Zeug auszumalen. Und ich muss euch ein bisschen ausmalen,
dass ihr versteht, um was es geht. Er erzählt seine Lebensgeschichte, die zum Himmel schreit. Er erzählt, dass er eine Witwe geheiratet hat, die 3 kleine Kinder hat. Und sie leben in absoluter Armut in einer Durchgangswohnung. In einer Durchgangswohnung. Was ist eine Durchgangswohnung, oder? Und sie sind so arm, dass sie nicht genug Geld haben, dass die Kinder satt werden. Und die Mutter, die Witwe, ist so verzweifelt, dass sie ihre Kinder regelmäßig verprügelt, wenn sie brüllen. Sie halten es nicht aus, wenn ihre Kinder brüllen, weil sie Hunger haben. Muss man vorstellen, Hoffnungslosigkeit pur, Verzweiflung pur. Und er heiratet dann die Frau und ist aber Alkoholiker. Er schafft es nicht, für seine Familie zu sorgen und er bringt es nicht auf die Reihe. Hat aber eine Tochter aus erster Ehe, Sonja, eine erwachsene Tochter, die dann auch in die Durchgangswohnung einzieht und sie zum die Familie versorgen, tut sich prostituieren lassen. Also es geht auf einen Strich, damit irgendwie die Familie durchkommt, die Kinder etwas zu essen haben und der Vater der Marmelade sauft. Bekommt aber dann eines Tages einen Job als Beamter und sie haben eine Riesenparty, sie kochen etwas gut, haben einen Lohn, eine Uniform und so weiter und du hast so das Gefühl, jetzt haben sie es geschafft und dann, du kannst es nicht anders sagen, der Vollpfosten eines Morgens stiehlt, leert den Familienschatz, oder? Und verkauft seine Uniform zum Saufen. Und du denkst auch so, wie kann man nur so dumm sein, oder? Und du spürst förmlich die Schuld und das Elend von dieser Familie. Und die Tochter muss wieder auf den Strich, die Kinder haben wieder nichts zu essen, die Frau verzweifelt fast und so weiter. Und dann ist er in dieser Bar. Und sie reden zusammen und er erzählt ihnen das. Und er ist in dieser Bar, um seinen Schmerz im Glas zu ertränken. Oder? Und dann gibt es eine Szene, dann tut der Wirt etwas sagen über Mitleid und dann der Marmelade auf der Besoffene, dem, was so schlecht geht, steht auf und hält eine Rede. Und ich möchte euch die Rede vorlesen. Er steht auf und schreit: Mitleid haben! Was soll man mit mir Mitleid haben? Schrie plötzlich Marmeladov so laut er konnte, mit vorgestrecktem Arm, aufstehend in sichtbarer Begeisterung, als hätte er auf diese Worte nur gewartet. Was man mit mir Mitleid haben soll, fragst du? Ja, nö, man soll auch kein Mitleid mit mir haben. Man muss mich kreuzigen, ans Kreuz schlagen und nicht bemitleiden. Doch kreuzige Richter, jetzt redet er über Gott, kreuzige ihn, Jesus. Und nachdem du ihn gekreuzigt hast, hab Mitleid mit ihm. Und dann komme ich selbst zu dir, um mich kreuzigen zu lassen, denn ich suche keine Freude, sondern Schmerz und Tränen. Glaubst du vielleicht, du Schnapsverkäufer, dass diese Flasche mir süß war? Trauer suchte ich auf ihrem Grunde. Trauer und Tränen, und die habe ich gefunden und gekostet. Und jetzt redet er wieder über Gott. Bemitleiden wird uns aber der mit allen Mitleid hatte, der alle und alles verstand. Er ist der Einzige. Er ist auch der Richter. Er wird an jenem Tage kommen und fragen: Wo ist die Tochter, die sich einer bösen und schwindsüchtigen Stiefmutter und fremden kleinen Kindern zuliebe verkauft hat? Wo ist die Tochter, die mit ihrem irdischen Vater, dem abscheulichen Trunkenbold, ohne vor seiner Tierheit zurückzuschrecken, Mitleid gehabt hat? Und er wird sagen: Komm, ich habe dir schon einmal vergeben. Ich habe dir vergeben. Vergeben werden dir auch jetzt deine vielen Sünden, weil du viel geliebt hast. Und er wird meiner Sonja vergeben, seine Tochter. Wird ihr vergeben? Ich weiß es, dass er ihr vergeben wird. Das fühlte ich, als ich neulich bei ihr war, in meinem Herzen. Und er wird alle richten und allen vergeben, den Guten, den Bösen, den Weisen und den Demütigen. Und wenn er mit allen fertig sein wird, da wird an uns der Ruf ergehen. Kommt, wird er sagen. Auch ihr, kommt, ihr Trunkenen, kommt, ihr Schwachen, kommt, ihr Schamlosen. Und wir werden alle, ohne uns zu schämen, vortreten
und uns vor ihn hinstellen. Und er wird sagen, ihr Schweine, ihr Ebenbilder des Tieres und mit seinem Siegel gekennzeichnete, kommt aber auch ihr. Und die Weisen werden sprechen und die Klugen werden sagen, Herr, warum nimmst du diese auf? Und er wird antworten, darum ihr Weisen, darum ihr Klugen, weil keiner von ihnen sich für dessen würdig hielt. Und er wird seine Hände gegen uns ausstrecken. Und wir werden niederfallen und weinen und alles verstehen. Dann werden wir es verstehen. Und alle werden es verstehen. Auch meine Frau wird es verstehen. Herr, dein Reich komme. Und dann hockt er wieder an und alle sind baff in der Szene und es ist ruhig und es ist ein paar Sekunden ruhig und dann spottet einer drin und sagt, so ein Blödsinn, oder? Und dann geht es wieder weiter. Und es wird wieder so wie vorher. Und es wäre also nichts gewesen. Und für mich ist in dem Moment, in dieser Geschichte, etwas von dieser Hoffnung aufgeblitzt, die uns erwartet. Ich finde, in einer Welt, die so schreit von Ungerechtigkeit, schreit von Hoffnungslosigkeit, von Leid, blitzt dort einmal die Hoffnung auf und der Marmeladov hebt sich kurz an dieser Hoffnung fest, hebt sich an diesem Seil kurz fest, ganz kurz. Und dann lässt er wieder los. Und er geht aus der Bar raus und wird von einer Kutsche überfahren. Es ist tragisch, du hältst fast nicht aus, wenn du das lesest. Du weißt nicht, was mit der Familie passiert. Also, meine Frau weiss es jetzt, Buch fertig gelesen, ich nicht. In einem Moment hebt der Marmelade von dieser Hoffnung fest. In einem Moment. Und ich möchte, dass du festhältst an dieser Hoffnung. Wenn ein guter Gott, der uns vorausgegangen ist und uns versöhnt hat mit sich selber. Unsere Schuld ist beseitigt. Wir können alle kommen zu ihm. Egal was gesehen ist, egal was wird sein. Wir müssen nichts mehr machen. Es ist alles erledigt. Das, was wir müssen machen, ist festheben an dem. Festheben, hoffen, glauben, dass Gott gut ist. Und eines Tages werden wir alle verstehen, das Geheimnisvolle, das hier beschrieben wird mit Vorhang und Tempel und Sühne, und wo ja eigentlich auch kompliziert ist, wenn wir ehrlich sind, werden wir eines Tages alle verstehen. Und wir werden vor ihn treten und wir werden weinen, aber wir werden angenommen werden. Ich wünsche mir und bete, dass du an dieser Hoffnung festhalten kannst. Wir haben jetzt noch das Gebetsteam für dich parat. Wenn du merkst, du brauchst Gebet persönlich, darfst du während wir jetzt singen, dort hingehen und für dich beten lassen. Und ich möchte jetzt noch, dass der Paulus betet hat über die Gemeinde in Rom, über dir aussprechen. Aber lass uns für das aufstehen. Der Gott von der Hoffnung erfüllt dich mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass du im Überfluss kannst teilhaben an dieser Hoffnung, die uns erwartet, durch die Kraft vom Heiligen Geist. Ich segne dich mit dieser Kraft, dass du teilhast an dieser Hoffnung, dass du kannst festheben, dass du Kraft hast zum Festheben, dass du mit Freude erfüllt wirst und Frieden im Heiligen Geist. Amen, Amen, Amen.